Jodedach! Herzlich willkommen auf meinem kleinen bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, vor kurzem ist die Meldung rausgekommen. Es ist offiziell. Jakub Kaminski verlässt den 1. FC Köln und wechselt zu Benfica Lissabon. Benfica Lissabon hat halt diese sogenannte Ausstiegsklausel gezogen. Der FC hat es jetzt auch offiziell vermeldet. Und weil es jetzt auch offiziell ist, reden wir mal ein bisschen darüber. Und nochmal ein kleiner Hinweis für alle, die neu auf dem Kanal sind. Das hier ist keine Analyse, das hier ist keine Expertise. Ich bin einfach nur ein Fan, der ein bisschen sich für Fußball interessiert und das Ganze möglichst unterhaltsam verpacken möchte und darüber gerne redet. Mehr ist das hier nicht, okay? Falls ihr irgendwelche besonderen Erwartungen habt und denkt, ich hätte hier voll die Ahnung oder sowas. Aber gut. Ja, für alle, die eine kleine Auffrischung brauchen. Also vor ungefähr einem Jahr haben wir halt vom VfL Wolfsburg Jakub Kaminski ausgeliehen. Und das war ja für uns alle so eine kleine Wundertüte. Wir wussten nicht genau, wo führt das Ganze hin, wie gut wird er. Und im Nachhinein hat er perfekt in diese Mannschaft gepasst, hat sich perfekt eingefügt und wurde einer unserer wichtigsten Spieler. Wenn nicht sogar in gewisser Weise von der Konstanz her der wichtigste Spieler. Und ja, natürlich haben wir uns alle gewünscht, dass er dann fest verpflichtet wird. Das war für uns ein absoluter No-Brainer. Und das ist ja auch dann tatsächlich geschehen. Sowieso war der VfL dann abgestiegen und ich denke auch für Kaminski kam es dann absolut nicht in Frage, überhaupt nochmal zurückzukehren. Und nun ja, wir haben halt diese Kaufoption dann halt gezogen im Juni und hatten ihn dann für roundabout 5 Millionen Euro verpflichtet. Allerdings, diese Freude wurde schnell getrübt für alle Beteiligten, als dann herauskam, dass er eine Ausstiegsklausel hat von 20 Millionen. Und da war mir persönlich auch schon klar, irgendjemand wird diese Ausstiegsklausel ziehen und wenn er ja sagt, dann ist er weg. 100%. Weil 20 Millionen, das ist so eine Summe, muss man ehrlich sagen, die Vereine, die regelmäßig so wie Benfica Lissabon international spielen und in ihrem Fall wird das dann halt nächstes Jahr der UEFA Cup sein oder halt die Europa League, wie man das heutzutage so nennt. Diese Vereine können sich halt mal eben 20 Millionen meistens leisten und da war für mich klar, das Feld von möglichen Kandidaten ist relativ breit. Er wollte ursprünglich nach England wechseln, da hat sich dann halt der ein oder andere Transfer nicht ergeben, da war was mit Brentford, hat sich aber irgendwie dann doch nicht ergeben. Jetzt wird halt Benfica, das ist für mich auch irgendwie ein No-Brainer. Ich sage auch ganz ehrlich, ich habe auch schon öfter gesagt, mich reizt persönlich privat England 0,0. Also da wechsle ich auch lieber nach Portugal. Und wir selber profitieren ja auch davon. Diese Ausstiegsklausel, da sind sich die Leute nicht ganz einig, ob das jetzt 20 Millionen waren oder eher so 15 bis 17 Millionen. Aber Fakt ist, und da muss ich mal Thomas Kessler wirklich loben, das war ein gutes Geschäft. Das war ein verdammt gutes Geschäft, weil die Summe hat sich auf jeden Fall mindestens verdreifacht, die wir für ihn ausgegeben haben. Ich meine, okay, im Nachhinein schade, dass es keine weitere Saison mit ihm geben wird. Das ist eigentlich so ein Spieler, mit dem willst du wenigstens mal so 2 Saisons hier sehen. Aber naja, wir müssen dann leider auch wirtschaften entsprechend. Das ist tatsächlich sogar die zweithöchste Ablösesumme, die der FC in seiner Vereinsgeschichte kassiert hat. Das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wobei, ich bin halt einer, der sagt, in der heutigen Zeit, für richtig gute Spieler musst du mindestens 15 bis 20 Millionen Euro, wenn nicht sogar darüber hinaus ausgeben. Und deswegen, mit der Summe, die wir nun einnehmen, können wir nicht sagen, dass wir mal eben schnell einen adäquaten Ersatz verpflichten können. Da müssen wir wahrscheinlich in die Breite investieren und uns auf gutes Scouting verlassen, wo ich natürlich an den Verein appelliere, wirklich gut zu scouten, weil du musst wirklich kreativ sein. Wenn du Glück hast, findest du für 4 bis 5 Millionen Euro einen wirklich guten Spieler, der halt mit dem Bundesliga-Fußball locker mithalten kann oder jemanden, der halt vielversprechend ist und gerade erst seine Karriere beginnt oder vielleicht die ersten Karrierejahre hinter sich hat und vielleicht gerade erst in diesem Millionenbereich sich befindet. Da muss man wirklich kreativ sein. Und bevor jetzt einer direkt herumschreit, warum erwähnst du nicht Edson Alvarez? Das ist zu diesem Zeitpunkt nur ein Gerücht. Das ist nur Spekulation. Es ist nicht offiziell. Und bis es nicht offiziell ist, redet der liebe Leo nicht darüber. Aber gut, hätte ich wählen müssen für gerade mal den Marktwert von Said Elmalah reinvestiert zu bekommen von 40 bis 50 Millionen Euro oder halt, dass jemand die Ausstiegsklausel von Jakub Kaminski zieht und wir ihn dann halt abgeben müssen. Ich hätte halt dann tatsächlich Jakub Kaminski gewählt. Ist halt meine persönliche Meinung beziehungsweise mein persönlicher Geschmack, aber trotz alledem Dankeschön an Jakub Kaminski, dass er seinen Beitrag geleistet hat zu diesem Klassenerhalt, dass er immer konstant gute Leistungen gezeigt hat.
verdammt nochmal, warst ein geiler Kicker. Also hat mich wirklich gefreut, dich hier spielen zu sehen. Wirklich. Also das ist ein Spieler, das wird sehr schwer, ihn zu ersetzen. Da muss man wirklich kreativ sein. Ja, und da bin ich mal gespannt. Ich denke mal, in nächster Zeit werden dann die nächsten Transfers verkündet werden. Und wenn ihr wirklich meine Meinung hören wollt, ich habe ja schon öfter gesagt, ich hätte gerne, dass Said El-Mala noch ein Jahr hier bleibt, dass wir die Summe noch etwas mehr nach oben ballern können, durch seine höchstwahrscheinlich guten Leistungen. Da gehe ich aber fest von aus, ehrlich gesagt. Also das ist zumindest meine Einschätzung dazu. Und dafür dann etwas mit dieser Ablösesumme machen. Und ich hoffe, dass uns das gelingt. Aber wie schon gesagt, ich selber bin mir vollkommen bewusst, dass du sehr kreativ sein musst mit 15 Millionen Euro oder 17 Millionen Euro. Und für das Geld, wenn du Glück hast, kannst du 3 gute Spieler verpflichten. Wenn du Glück hast, wenn du richtig kreativ bist und wenn du wirklich so richtig liegst, wie wir letztes Jahr mit Jakub Kaminski. Wobei man kann sich vielleicht auch eine richtig gute weitere Leihe von einem richtig guten Spieler eventuell dadurch leisten, weil dadurch kannst du eventuell das Gehalt finanzieren. Wie gesagt, die Summe war wichtig, es war wichtig, sie zu erwirtschaften und die haben wir nun. Und wie schon gesagt, bin mal gespannt, wie Jakub Kaminski sich in Lissabon macht. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, so schnell treffen wir nicht mehr aufeinander. Erst recht nicht international. Da bin ich mir 100% sicher. Na gut, schauen wir mal, wie es die nächsten Tage weitergeht, was wir mit diesem Geld machen. Und ja, das sind meine Gedanken dazu. Und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und sage mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.